an einem der schönsten Aussichtspunkte, vielleicht sogar in ganz Nordspanien, möchte ich euch begrüßen und hallo aus Asturien. Das ist das nächste Bundesland von Galicien Richtung Frankreich gesehen. Ist das nicht fantastisch? Und ganz da hinten, ich hatte das ja im letzten Video schon angekündigt, da gibt es eine kleine Kindheitsgeschichte von mir. An dem Strand, Playa de Vega, war ich als Kind mit meinen Eltern und dann mit meiner Schwester noch. Da sind wir mal wild zelten gegangen früher und ja, wilde Zeit. Sehr viele schöne Erinnerungen und ja, guckt euch das mal an. Was für ein fantastisches Ambiente war. Jetzt hatte ich ja erzählt von dem Kindheitsstrand von mir und ich war hier letztes Jahr das erste Mal nach über 40 Jahren wieder. Ich war hier mit meinen Eltern früher immer zelten. Da haben wir, ich drehe mich mal gerade, guckt euch den Strand an, haben wir da hinten tatsächlich, hinter den Steinen haben wir immer unser Zelt aufgestellt und haben dann da 6 Wochen lang gezeltet und einmal sind wir da sogar abgesoffen, weil mein Vater die Flut und Ebbe etwas unter- und überschätzt hat. Herrlich, aber ein wahnsinniger Strand. Zum Surfen gut und auch so. Es ist ein unfassbares Panorama. Hier wachsen Eukalyptusbäume in den Wäldern. Und hier stehen Kühe mit Kuhglocken auf den schrägen Hängen. Der Ort ist total süß. Das heißt, man hört hier immer so Naturgeräusche. Kuhglocken. Also es hat immer so ein bisschen was von, weiß ich nicht, der Schweiz oder den Alpen, weil auch die Picos de Europa hinten nochmal richtig als Gebirgszug nochmal zu sehen sind. Und ich renne hier rum, habe die ganze Zeit Gänsehaut, also total emotional. Richtig toll. Was für ein toller Strand. Ja, und damit er nochmal ein bisschen besseren Eindruck kriegt, kriegt er jetzt ein bisschen Musik und ein paar Bilder. Is ideal woran ma läuft, woher ma kütt und wohin ma geht. Ganz egal wer ob wen steht und wer mit wem ins Bütze date. Lass mal all zusammen stehen, damit ma leben können wie ma welle. Ganz egal was all die Brunge und die Verschwörer dir verzählen. Du bist einer von 1 Million. Das so total faszinierend hier an Asturien ist. Jetzt waren wir gerade am Strand von Vega, jetzt sind wir 10 Fußminuten weiter Richtung Wald. Gerade hat es ein bisschen angefangen zu regnen und ich hoffe, man sieht das gut. Und zack, denkst du bist auf einmal irgendwie in Südamerika oder so. Es ist total faszinierend, wie abwechslungsreich das hier ist. Allein auf irgendwie 2 Kilometern. Und dann hast du ja jetzt vom Strand weg nochmal die vorhin erwähnten Picos de Europa, so einen richtig krassen Gebirgszug, der halt wie die Pyrenäen oder wie die Alpen sind. Richtig, da liegt im Moment Schnee, sogar oben auf den Gipfeln. Total spannend, Nordspanien halt, ne? Also vor allem hier in Asturien, hier kommt unfassbar viel an Natur zusammen.
unserem kurzen Aufenthalt in der Playa de Vega haben wir noch einen kleinen Spaziergang gemacht am nächsten Tag in Riba de Sella. Das ist der Ort nebenan. Auch absolut sehenswert. Also Nordspanien ist halt, ich bin Fan. Ich kann es nur empfehlen. Wobei eigentlich müsst ihr sagen, fahrt nicht hin, weil dann wird es ja immer voller, je mehr hinfahren. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, in Vega selber haben wir geschlafen vor dem Campingplatz. Vega ist eine ganz kleine Bucht, ganz kleiner Ort. Da gibt es nicht viele Parkmöglichkeiten für Wohnmobile, weil wir aber ja, das hatte ich ja erzählt, als Familie damals noch schon dahin gefahren sind, vor 40 Jahren oder bis vor 40 Jahren. Und der Vater des aktuellen Betreibers tatsächlich damals meine beiden Eltern auch kennengelernt hat und mit meinem Vater auch so lose immer mal im Kontakt geblieben ist und mein Vater da auch immer mal wieder gerne hinfährt, habe ich den Sohn, also der jetzt der aktuelle Betreiber ist, auch kennengelernt. Der ist so mein Alter und ein total netter Typ und der hat uns dann erlaubt, einfach, die haben so einen Privatparkplatz vor dem Campingplatz, dass wir da einfach die Nacht übernachten. Ich verlinke euch mal, ich mache das ja eigentlich nicht, ich verlinke euch mal unten den Campingplatz. Also wenn ihr mal Nordspanien macht, Asturien, die machen Mitte Juni erst auf, leider muss ich sagen. Aber wenn ihr in der Zeit mal nach Nordspanien fahrt, nehmt den Campingplatz mit. Also wenn ein Campingplatz was für euch ist, es ist ein Traum von einem Campingplatz. Der war jetzt noch zu, der war jetzt noch im Umbau. Der hat uns, meiner Frau und mir, dann mal alles gezeigt, was er da gerade macht. Und ja, es ist einfach mitten in der Natur, mitten in dem Wald. Du hörst nur Vögel und Naturgeräusche. Selbst wenn der Campingplatz gut gefüllt ist, ist das da total sauber, ruhig, entspannt. Ja, eigentlich so, wie ich immer dachte, wie eigentlich alle Campingplätze sind. Was aber nicht so ist. Campingplatz ist eine gute Überleitung. Wir sind nämlich gerade in Kantabrien, in San Vicente della Barquera. Da wollte ich immer mal hin. Das hat irgendwie nie geklappt. Jetzt wurde das dann leider in den letzten Jahren hart gehypt über Instagram und so Surfschulen, Surfcamps. Und selbst jetzt ist schon relativ gut was los hier. Wir sind auf dem Camping El Rosa. Ich sag mal ein Surfer-Campingplatz, auch wenn es das ja eigentlich nicht gibt. Aber hier ist eine ziemlich coole Stimmung. Wir stehen jetzt hier eine ganze Woche, machen hier Urlaub, was ziemlich lustig ist nach so einer langen Reise. Es geht jetzt ja wirklich dem Ende der Reise entgegen. Aber das ist jetzt wirklich mal so Urlaub mit Füße hoch. Markise ist ausgefahren. Ich habe hier das Fahrrad, seht ihr ja auch, mal abgemacht. Damit war ich mal einkaufen. Man muss hier in den Hauptort, da ist der nächste Supermarkt, über so eine Brücke. Das ist zu Fuß ziemlich aufwendig. Also mit dem Fahrrad. Lohnt sich immer wieder, stelle ich fest, ein Fahrrad dabei zu haben. Das ist, ich habe das jetzt nicht oft benutzt auf der Reise, aber jedes Mal, war ich echt froh, weil es mir wirklich sehr, sehr geholfen hat. Wofür das hier auch berühmt ist halt dann das Surfen. Und ich war jetzt die letzten 3 Tage im Wasser und hatte vorgestern nicht den besten, aber einen der 3 besten Surftage, glaube ich, meines Lebens. Das waren einfach perfekte Bedingungen. Viel besser, als es angesagt war. Also so kopfhohe Wellen, die sind super gebrochen. Ich habe mich total verausgabt. Hab Muskelkater seitdem, meine Schulter tut mir auch wieder weh. War wahrscheinlich alles zu viel, aber ich war halt wie so ein kleiner Junge, wo die Mutter dann irgendwann eigentlich kommt und den mit blauen Lippen aus dem Wasser zieht. Ja, das war ein Traum. Und der Tag davor und der Tag danach war auch schon wirklich richtig gut. Und ja, dann weißt du halt, warum das hier dann halt mit Recht so gehypt ist. Also kann ich euch auch nur empfehlen, auch wenn man Anfänger ist, hier San Vicente della Barquera, auch die andere Bucht, Oyambre, das ist alles ein riesen Naturschutzgebiet. Lohnt sich auf jeden Fall, ist für Anfänger super, ist für, wenn du dann auch ein bisschen besser bist, super. Und wenn du es auch kannst, ist es auch super. Also ja, lasst es euch ans Herz gelegt sein von mir. Das lohnt sich sehr. Und ich glaube, die Saison geht auch von jetzt bis, weiß ich nicht, spät in den Herbst rein. Also ich glaube, hier sind immer ziemlich konstant auch Wellen. Gute Wellen, nicht immer natürlich, aber Wellen auf jeden Fall. Nicht so krass wie in Peniche, aber trotzdem, das geht hier, glaube ich, auch ziemlich gut alles. Ja, und jetzt fahren wir am Wochenende weiter nach Bilbao. Da setzt sich meine Frau dann ins Flugzeug, die fliegt nach Hause und ich fahre dann ganz entspannt zurück nach Köln. Und dann gibt es wahrscheinlich nach dieser Folge noch eine kurze Schlussfolge.
Und dann ist die Serie, diese Reiseserie mit Wohnmobil, Vanlife im Wohnmobil und Surfen abgeschlossen. Aber ich werde euch weiter hier und da mal mitnehmen auf dem Kanal, weil mir das tatsächlich ziemlich viel Spaß macht. Und euch auch mal mitnehmen zu dem einen oder anderen Auftritt. Und da mal ein bisschen filmen und ja, im gleichen Stil. Vielen Dank, dass ihr das alles geguckt habt. Also die von euch, wahrscheinlich könnte ich euch jetzt der Reihe nach mit euch allen noch ein Bier trinken heute Abend. Aber bleibt mir erhalten, es macht mir Spaß und ich werde es weitermachen und mal gucken. Vielleicht wird das ja auch cool, wenn es so ein bisschen hinter den Kulissen im Karneval dann im Ende des Jahres und Anfang des nächsten Jahres dann zu sehen gibt. Mal schauen. In diesem Sinne, zum Wohl. Tinto de Verano übrigens, großartiges Getränk. Und vielleicht noch mal abschließend, nee, das passt nicht. Die 3S passt ja nicht zu Wein. Madet Jod.